Für uns ist es einfach wichtig, dass wenn wir eine Stuhlprobe machen, klar, die meisten fokussieren auf das, was da drin ist, nämlich das Mikrobiom. Man möchte gerne wissen, ob man eine Disbalance hat und ob man ausreichend gute hat und vielleicht zu viele schlechte. Ja, und das ist richtig. Wir wollen das Mikrobiom angucken, wenn wir eine Stuhlanalyse machen. Aber wir gucken, dass die Stuhlanalysen, die wir machen, wirklich funktionelle Stuhlanalysen sind. Das heißt, dass wir nicht nur sehen, okay, du hast vielleicht zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen oder allgemein zu wenig oder allgemein zu viel, sondern es ist wichtig, dass wir gucken können, warum ist das möglicherweise der Fall? Warum ist es zu dieser Situation gekommen? Und da gibt es eben verschiedene Marker, die wichtig sind. Und wir starten dann immer von oben nach unten. Ne? Der allererste Marker, den wir angucken, ist beispielsweise, für uns ist wichtig, dass ein Keim mitgetestet wird in der Stuhlanalyse, der nennt sich H. pylori. Hm. Magst du mal erklären, was das mit dem Herrn so aus? Ich denke immer, der ist männlich. Für mich ist der H. Ja, pylori der Herr der Pilori. Herr Pylori. Genau, was ist denn der H. pylori? Ja, Was hat es mit genau. dem auf sich?